Morning. Jet schijn? Dat is schön. Du an der Video von der kleinen Gruppen, du hast die eine Gruppe, wo die Steak gedreht. Weißt wer wann die Gruppe ist, oder wo sie Steak fordern? Ich glaube, wir waren mit Gruppe zwischen. Es soll die nicht unsere Gruppe sein, okay? Na, das jetzt eine kleine Gruppe sein. Wir sind Part von der Gruppe und das jetzt scheint. Wir sind Freunde geworden und wollen wieder Freunde werden. Ein schrieb die Schrift von seinem Freund und die sehen nun Haus. Und über dem feinen Haus, dort sitzt Schmack von Büten, dort sitzt Schmack von Bern. Und sie gehen dort durch, aber sie weiten all noch von hier, dass sie weiten, dass sie machen ein bisschen tiefer Gruben. So sie haben einen anderen Freund, wo du mit so einem Schaf zum Hisa durchchecken, durch sein, wie viel wird die sind, so eine Dinge steht. Und so das Freund, der geht in das Haus rein und sitzt dort durch und also in ihrem Haus, der hat nicht wirklich einen Schal, aber ein bisschen Crawl Space, wo wir dann an, wo die. Und so hat er sägt dort Fundament. Und dann wird er dort abgerät und hat mehrere stehen, dort Zement, das so flach, oder flav angerät, wo wird dann dort meistens Gravel. Und so dort fängt an zu verbröckeln. Und so ein schmackes Haus von Ängsten auf und von Büten, dort wird verdammt. Und dort Land wird erst, wenn ein Haus nicht ein Fundament hat, dann haben wir das condemned, dass das Haus wird verdammt so zu sein. Und so dort mit durchgebrochen, ganz weggeschoben, ganz abgeriemt, und nicht ganz von Foundation war der Anfang nicht Haus bauen. Und so, das Pastor Jacob al sagt, wir reden von festen Grund. In vier Sonntag und von der will ich besonders reden an unsere Weltansicht, unsere Worldview. Wo sei wie die Welt? Und weißt ihr, Jesus verteilt von zwei Häusern. Eins wird am Steingebiet und eins am Sandgebiet. Und die sittet immer rein. Von den Ängsten auf sittet er immer rein, die sittet bad Schmack. Aber der Sturm bestimmt, wo die Häuser sind. Und dort sind uns Leben korrekt so. Weil ihr uns kann von den Ängsten auf, sind uns christlich. Wir fahren ja nur die Kirche, wir sind ja getauft, wir gehören sogar zu der Kirche. Oder wir sind sogar Part von einer kleinen Gruppe. Aber das fährende Sturm im Leben wird bestimmt, wer du wirklich bist. Einmal ist es der Druck von uns einen Menschen, oder Menschen anderer Peer Pressure, like Menschen, die eine Freund, oder die alle Gruppe. Das passiert einmal mit jungen Menschen. Sie wollen für den Herrn leben, aber dann kommen die Freunde durch Druck mit vor dem Partien, Trinken, Drugs, was immer. Und bei einmal dann geben nein, und dort, wenn der Druck ist zu groß. So das Foundation, oder der Grund, wie ich fast noch. Das kann ich einmal sein, wenn ich einen Trinker sehe, und ich sehe da vielleicht von losgekommen, und die fragt mir sein, und sieht mal endlich frei. Aber dann kommen die Freunde. Und dann ist der Druck durch zum Mitfahren waren, noch Partys oder so eine Dinge. Und so das kann auf verschiedene Wege kommen. Noch ein Druck, was wir in uns Leben haben, das ist Druck von unserer Umgebung, von uns Volk zu sein. Wie wir in Bolivien, das viele von den Weiten, und einiges, was ich da noch doller mag, als hier da ist, dass wenn sich da wer bekehrt in der Kolonie, das ist bloß ganz bitterlich viel Druck, dort oft zu sein und durch von weich. Einmal mit Verkiel, mit Utschluten, mit ökonomisch Aufwahren. Und so das schreckliche Druck, dass sie da waren von Weichwing. Einmal ist der Druck von der Regierung. In Nordamerika, du hast den Druck immer da von der Regierung, dass wir wollen all die Dinge von der Welt annehmen, wir wollen nicht stehen, wir wollen alles aus Gott nehmen, wir wollen eine Welt an sich haben, was weltlich ist, like der Druck ist durch und die wird geraten worden. Ich gleich Dame Prophezeiungen zu geben, aber ich glaube, dass einfach wir sind in der Zeit in dieser Welt, wo in Nordamerika der Druck von der Regierung wird sehr groß worden, für die Christen besonders, dass wir wollen still worden, dass wir wollen nicht mehr reden von gewissen Dingen, wie das euer Menschen. Noch ein Ding, was Druck in uns Leben bringt, das ist Video.
Dinge, die wir verlieren, oder wir gehen durch weiter, oder wir haben einen großen Plan. Und über einmal sind alle durch, und du hast gekriegt, hast gestorben, totgeschlagen, der Ernst verhält, was immer das ist, aber du hast großer Druck, wenn weiter oder wenn Dinge, die in uns Leben passiert sind. Und so die Frage, wo ich von dir will ein bisschen von reden, da ist, wo formen wir eine göttliche Welt an sich? Wo formen wir eine göttliche Welt an sich? Und so ich will in der Bibel, weil wir checken, wo Gott das tut. Wo das Gott eine biblische, eine göttliche Ansicht formen in sein Volk. So wir wollen im Alten Testament angehen, die Geschichte von Israel. Und da werden wir anfangen, und dann werden wir Luther nur Jesus kommen. Aber in das Alte Testament, Gott will sein Volk aus Ägypten von der Gefangenschaft zurücknehmen. Wir machen hier und denken, in der Hintergrund ist sehr wichtig für weiten, wo so Gott some Dinge das, was das. Aber weißt du, das Volk wie in Ägypten gewesen für 400 oder so Jahre. Ägypten wie ein aufjähriges Volk. Ägypten wie ein Land, die haben tausende Jahre. Geschichte, die sagen uns, dass Ägypten hat 1500 Jahre was Namen hatten. Und dann noch ein Teil andere, wo sie nicht mal Namen für hatten. Und so, das, wo Israel lebt, für 400 Jahre. Na, weißt du, die Menschen, die Israel oder die Ägypten rübertragen, die werden all für 4, 5 Generationen alle in Ägypten geboren und gestorben waren. Und so, das wir nicht sagen, dass sie werden dann nur für 10 Jahre Band gewesen. 400 Jahre, das ist ein bisschen von uns, als uns Mennoniten, als anabaptistischer Glauben mal anfangen, ist vielleicht 500 Jahre drei. Aber weißt du, für viele, viele Jahre. Und so dort mählich in Geschichte, die wir sagen, dass sie glauben, dass Israel sein Namen gewässt von diesen Jahren an. Und wir wollen Luther sein, wo wir. Aber weißt du, sie haben diese Welt Ansicht von vielen Jahren. Und sie haben einen Sonnengott, einen Mondgott, einen Regengott, einen Riefergott, einen Kriechgott, einen Fruchtbargott, und für alles einen Gott. Und so das ist ihre Welt an sich. Nu fehlt dort umzudrehen, nur eine Welt an sich von einem Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, allmächtiger Gott, der wird alles gemerkt hat, was alle ist, was alles weiß, was alle zu gehen ist, was in ihrem Leben verwickelt ist. Du will Gott nur anbringen, das ist ein Prozess, was wahre Generation dient. So mit dem Hintergrund, von wo sie kommen, werden wir anfangen, some Versen zu lesen, weil Gott begegnet Moses, und du weißt, wie sie bekommt mit dort in das brennende Busch. Und du musst daran denken, dass Israel, sie wohnen in Ägypten, alles, was sie weiten, ist Ägypten, ihre Jahre. Na, weißt du, wir haben kein Beweis in der Schrift, dass von Josef wieder Gott sich jemals offenbart hat, das Volk für alle 400 Jahre. Na, wir glauben, dass sie hatten die Geschichten von Abraham, Isaac und Jakob, vielleicht von Josef, aber das wären mündliche Geschichten, das wären, was die Eltern verteilt hatten, Rahmen 4 so aus. Keine Schrift, keine Bibel, nichts. Die wird danach Gott geschrieben, nicht mal das Alte Testament. Und so sie sind ein schriftloses Volk sozusagen, mit den Geschichten von Großpapa, so wie wir auch einmal haben, wir haben Geschichten von Großpapa und so eine Dinge. Aber das ist, wo sie sind. Und dann sagt es in 2. Mose 3, Vers 13, dann sagt Moses zu Gott, oder das am brennenden Busch, dann sagt Moses zu Gott, check einmal, wenn ich nach Israel gehe, und dann sage, du Vater, Gott, hat mir noch jüngst geschickt, du Vater, Gott, so dort wir eine Geschichte, was sie kennen, du Vater, Gott, hat mir noch jüngst geschickt, und sei dann Frauen, was vernommen habt ihr, was soll ich dann sagen? Mangt diese 1500 Jahre, wer hat mir geschickt? Und so wie man an denken, wo Israel ist, und wohin sie eben diese Frau würden strahlen. Wir würden vielleicht nicht mal an denken, von der, wenn jemand kommt, als Moses, was den sie nun, von Gott. Wo von den 1500 hat die geschickt? Und so das ist ein bisschen, wo das anfängt. Das ist ihre Welt an sich von vielen Jahren. Aber dann haben wir die Geschichte von wo Gott Moses schickt und durch große Macht, 10 Plagen, durch das Rote Meer. Gott hat sich bewiesen, aber all diese Wunder, all diese Dinge, die sind alle durch, zum Israel ihre Welt an sich ändern. Sie sollen anfangen zu sein und zu glauben, dass du es ein Gott über alle Jahre und dass er wird und er ist allmächtig. Ich meine, das geht lang, aber das Volk dort ansingt. Aber dann sind sie am Berg Sinai.
Moses ist auf dem Berg bei Gott. Und so sie haben Gott seine Kraft war gesehen, so sie auf dem Berg raufgekommen. Aber dann sagt er das in 2. Mose 32, Vers 1. Als das Volk sagt, dass Moses lange am Berg bleibt, kommen sie nur an und verlangen von ihm, merk uns doch ein Aufgott, der uns vorabgehen wird. Wir weiten gar nicht mehr mit uns Moses, der uns in Ägypten brach geworden ist. Na, weißt ihr, wo wir sagen, uns ist das nicht deutlich, dass sofort sich an Gott merken. Aber dann muss man denken, von wo die kommen. Nicht bloß hatten sie viele Jahre, aber sie hatten immer einen sichtbaren Gott. Immer gemerkter Gott, weißt du, von Hein, gemerkt, von Holz, von Stein, von Gold, was immer das wir. Aber sie hatten einen gemerkter Gott, was sie sein können. Sogar für uns ist es ein Problem, dass wir einen unsichtbaren Gott haben, an wem wir glauben sollen. Oder an wem wir glauben wollen. Na, weißt du, das schafft noch, solange Dinge fern sind. Aber wenn der Sturm ist püst, und wenn es ist alles sozusagen steht, und wir sagen einmal, du würdest gehen mit dem Heavy abkämpfen, und dort ist alles rutscht, dann bei einmal dann soll wir glauben an einen allmächtigen Gott, was hat könnt unterstützen, aber nicht dort, aber wir wissen nicht, wo wir hin, und das ist unsichtbar, dann ist es eben für uns ein Problem. Da wir einen unsichtbaren Gott haben. Ich habe von Menschen mehrmal gehört, ich würde an Gott bleiben, wenn ich mir mal was weiß, wenn ich mal was sein kann, dann würde ich auch an Gott bleiben. Weißt du was? Du wirst gleich. Die ganz meisten Menschen deuten nicht, außer manche entgegen. Und so Israel, sie haben das Hintergrund. Sie kommen über 400 Jahre von Aufjäterie, 400 Jahre von sehr wahrscheinlich Jätern in some Geschichtsschreiben bleiben, dass Israel, sie hatten ihre eine Jäter an Ägypten, nehmen die even mit, und vielleicht bilden sie das nur, wir weit nicht, aber das sind Dinge, was die Schrift uns nicht sagt, aber wir weit in der Welt an sich ist, von vielen Jätern, dass in der Welt an sich von einem sichtbaren Gott, und nu hat das Moses in den gebracht, und das ist dort im Berg, und wer weiß wo, das kommt nicht mehr drei, so Aaron, mehr ganz mal ein sichtbarer Gott. Das muss wir nicht so verstehen, dass Israel dreht sich ganz von Gott weg und will nun ein gottloses Volk sein. Das ist nicht der Punkt. Aber sie wollen einen sichtbaren Gott haben. Like das in Moses, das unsichtbare Gott herangehen, das ist nicht in ihrer Welt Ansicht, das ist nicht ihre Worldview. Und so sie wollen einen sichtbaren Gott haben. In 2. Mose 20, das ist das Kapitel, wo wo die 10 Gebote sind geschrieben. Und da hörst nur die ersten 2 Gebote, was Gott seinem Volk gibt. Das heißt, es steht in Vers 1, Gott gibt all diese Welt, also Moses, Gott gibt Moses all diese Welt und sagt, ich sehe der Herrn Gott, der jünt aus Ägypten, aus der Sklaverei gebracht hat. Und so Gott merkt noch einmal, war klar, dass das ist, ich sehe den Gott, ich sehe den allmächtigen Gott, was all die Teken steht, was das Wutter deult, was all diese großen Dinge tut. Ich sehe den Gott. Und dann Vers 3. Je dürfen keinen Gott haben, bitte mir. Das ist das erste von 10 Geboten. Je dürfen keinen Gott haben, bitte mir. Darum hat wir nun in den Hintergrund verstehen von 1500 Jahren. Nun soll Israel lernen, dass du als ein Gott heißt der Schöpfer von Himmel und Erde, heißt allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Das Gott, was er in Ägypten gebracht hat, das ist der wahre, wahrhaftige, allmächtige Gott. Das ist, was sie sollen lernen. Er sagt wieder in Vers 4, sie sollen keine auf Gott merken, in keine Form schmieden von irgendwas und don't auf dort, was im Himmel boven jünt, oder was von ab Erde, oder was von in dort Wutter in die Erde ist. Na, das ist mir interessant, dass Moses kriegt diese 10 Gebote am Berg, in am Berg, da werden sie charakteriert. Und auf Gott. Aber dann muss man denken, von wo die kommen. Und so Gott sagt zu seinem Volk, na, dann will man denken, dass Gott formt eine Welt an sich. Gott formt ein Worldview. Und so sie kommen von dort, von vielen Jahren, sichtbare Jahre. Und so die ersten 2 Gebote haben besonders mit dort zu tun. Die dürfen keinen Gott haben, bitte mich.
Ich sehe der allmächtige Gott, ich sehe der Schöpfer von Himmel und Erde. Und je soll nicht ein sichtbarer Gott haben, was je mit deinen Einheit merken. Wir haben eine interessante Geschichte in der Bibel. Ich kann die nicht hier in der Versen, aber ich habe Ihnen einmal vertellt, dass Gott, ich sage Ihnen mal, Gott ist sarkastisch, Gott ist auch noch ein bisschen spottig, ein bisschen krählich, kann man sagen, ein bisschen vernarrt. Er sagte zu ihnen, Volk, wie ein Mann, der ging im Wald, und hakt sich einen Baum durch, und von den Holz von dem Baum merkt sich daran halt, um seine Unkersheit merken. Und von der anderen Hälfte von dem Baum merkt sich ein Gott, und fällt vor dort, bietet halt und sagt mir, halt mich, Gott. Und so Gott sagte zu ihm, Volk, wo du warst, ist dort. Aber das war Israel von Heim. Sie waren in Ägypten gewesen, für 400 Jahre, Immer mank Aufjatterie, mank all diese Jatter. Na, ich glaube, sie hatten noch eine Geschichte von Gott, aber was sie kriegt von Gott bleiben, das weten wir nicht mehr. Aber allemal, wir weiten, dass sie wir durch diese ganze Geschichte immer waren geneigt, und mehr sein Gott zu bleiben, sich Götter zu merken. Ich meine, das wir nicht bloß hier ein Problem in Israel, das wir für viele Jahre, dass sie Aufjatter merken, immer waren Königshauden, was Aufjatter merken. Sie merken einmal einen Baalgott oder einen Gott, wo sie ihre Kinder verbrennen. Alle hunderte Dinge in Israel, aber sie kommen von das Hintergrund von vielen Jahren von einem sichtbaren Gott. Und sie sollen nun lernen, dass du als ein Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, das ist unsichtbar, aber das ist allmächtig, das ist alleweg zu gehen, das weiß alles, der hat alle Kraft. Und dort will nicht in er Verstand nehmen. Und ich wundere einmal, was wir davon leben. Was ist die Welt an sich, wenn es kämpft Gott? I mean, really, was ist es, wenn ich mal wirklich würde sagen, du würdest kommen am Himmel abkämpfen? Was ist es dann? Das ist really die Frage. Und so Gott sagt, sie sollen nicht aufhören merken. Und dann in 5. Mose 6, du hast ein Rezept, von wo eine Welt an sich geformt wird. 5. Mose 6, Vers 4, horcht die Israeliten, der Herr und der Herr allein ist Gott. So war das Idee, dass Gott allein ist Gott. Nicht diese 1500 Jahre, nicht die Jahre von das Land, wo ihr nun hinkommt, aber Gott allein. Und dann sagte er, ihr sollt dem Herrn, den Gott, mit dem ganzen Hort Gott sein und mit dem ganzen Seil, mit all seiner Kraft. Und so sie haben diese Welt an sich von vielen Jahren, sichtbare Jahren, und nun sollen sie einen Gott haben, einen unsichtbaren Gott, aber einen allmächtigen Gott, der wird einfach Frucht gebracht. Und das unsichtbare Gott sollen sie lernen, zu leben mit alles, was sie haben und alles, was sie sind. Und weet je, dat is ons ganz grootste Problem auch. Wo das ein unsichtbarer Gott leben, mit alles, was du besten hast. Dat is onze Frage. Und so sie sollen lernen, das tun. Und nu sagt er wieder in Vers 8. Diese wird, da ich ihnen von der gebe, soll je nie nicht vergeten. Na, wo vergeht wie nicht wird? Er sagt wieder, schwabt die Kinder ab mit der Red von dem, wenn die in den Haus sitzen, und wenn die reisen, wenn die in den leiden, und wenn die abschreien. Und so diese Lehre von einem Gott, und wo die uns Ägypten rüberbracht, dort wie eine Lehre, wo Israel ihre Kinder in ihr ganzes Leben immer wieder soll anprägen. Weil die Welt an sich wird geformt durch Unrecht. Dort wo wir, wie von der viele Menschen haben, die sind ein christliches Heim abgewaschen, aber irgendwie nicht einen Grund gehabt, und dann gehen sie nach der Weltschule, eine höhere Schule, und kommen daraus und sagen, sie sind Atheist. Und Atheist ist einer, der nicht an Gott, oder was sagt, dass Jeff kein Gott. Sonst Jeff hat sehr viel von der. Und so die Frage ist, wenn wir schwören von der Welt Druck kriegen, wir kriegen von uns Volk Druck, von der Welt Druck, von der Regierung, wollen wir das tun, weil das Haus top fällt. Und dort wollen wir reden von fester Grund, dort wollen wir reden von der Welt an sich haben, von einem Gott, als Schöpfer von Himmel und Erde, der allmächtig ist, das verwickelt mit uns Leben. Und so heißt er, schwabt die Kinder ab mit das. Mir ist es interessant von Israel, oder Gott sagt, ihr mal zu Ende,
Dutzend en Denkmal merken. Zum Beispiel, als sie durch den Jordan kamen, da mussten 12 Männer, 12 Steine, so viel Stammesten wären, 12 Steine nehmen, in einen Steinerklampen merken an der anderen Seite Jordan. Und die Steinerklampen wir durch, um die Volk lernen, um die Kinder lernen, eine göttliche Weltansicht zu haben. Wenn ihr sagt, wenn die Kinder fragen, was das die Steinerklampen tun, dann soll ihr sagen, dann soll ihr die Geschichte vertellen. Von wo Gott uns rütrat, aus der Sklaverei in Ägypten. Und weet je, all die Fasten, was Israel hat. Sie hatten zum Beispiel das Passafast. Und dort wie ein Familienfast. Und ab das Familienfast, dann wird von den Ältesten oder von den Führer, Großführer, wie immer da, dann von denen wird die Geschichte verteilt. Jahr für Jahr für Jahr. Weet je, ich dachte von der an, als wir das nie Leid sagen. Word je aan dat er nur, op Engels zei repetitive, like, dat zal je leren even en even. En je mal denkt, wie zo, okay, wat zo ver moet dat even zijn. Weet je wat, dat diert er nog lang bij ons wat aan zijn. En dat alles, heeft allemaal met die te doen. Dat is wie we dat zingen. En terwijl we niet zo zouden denken, en wo ver we denken, even zijn, leven aan denken, wat duip als ze mijn hart aangezongen. En zo Israël, jaar voor jaar, voor al die honderden jaar, sie mussten immer wieder das Passafast führen, immer wieder ihre Fasten führen. Und dass wir nicht bloß zum Fast führen, dass wir durch zum der Welt an sich ändern. Dass wir durch zum der Welt an sich formen, was göttlich wird sein von einem Gott, was alles gemerkt hat. Er sagt wieder, bringt ihr an der Hand auf den Zadel und am Stier in den Hängsel. Und schrift ihr an jene deren gerecht und an das Put zu jene Stadt. Nou weet je, dit zijn, nu zijn we in de tijd voor de computers. Maar ik dacht aan, als ik aan deze boodschap schaf, wat doen we met al de technologie, wat we vandaag hebben, wat das du, om God zijn woord ständig fertig hebben. Dat is wat dit zal doen. Nou, wie weit entfernt wordt een ongewoonheid, dat wordt een gezaad en dat wordt een verschrift van de ouderen, of van de ältesten. En Jezus redt ervan dat het als verandert al maar één bloos nog een ongewoonheid en dat is wat het kan worden. Maar ik dacht aan ons volk. We hebben eenmaal dat doel gestempeld dat we veel uitwendig leren, dat we zo'n dingen staat hadden. Weet je, wenn ich Kirchengeschichte studiere, dann hat die Kirche für meist immer, und von der ersten Tag, wie brücken das nicht in diese Kirche, kann man einmal gedacht, wir sollen mal durch das Glaubensbekenntnis predigen, von das christliche Glaubensbekenntnis, der Apostel der Glaubensbekenntnis, das wird der Anfang. Und so wie als Mennoniten Jahren drei, von Anfang aus dem Anfang, dann hatten sie ein Glaubensbekenntnis. Und das, was Menschen auswendig lernen, wenn vielmal wird ein Fast genommen, und wird die Bibel wahrgenommen, oder wir viel studiert haben, die Zeit im ersten Fall. Aber wenn sie eine haben, dann wird dort wahrgenommen, und einer hört einmal von Menschen, die in Gefängnis gesessen haben, aber sie wissen große Part von der Bibel auswendig. Und dort ist ein Weg von der Welt an sich formen. Und so, ich glaube, wir sollen aufpassen, dass wir nicht täglich alles wegschmieden, was wir immer gehört haben, von auswendig lernen. Dann weet je, da kann auch bloß eine Ungewohnheit sein, und wir haben den Katechismus auswendig gelernt, wir weiten nicht und denken, was er meint, und weiten doch euch mal von der, was er habt gesagt hat, wenn irgendwie haben wir eine Idee gekriegt, dass dort wir was schlechtet. Und das ist nicht immer was schlechtet, aber wo do wir eine Welt an sich formen? Wo do wir uns mit Gott sein Wort vertiefen? Was das du? Einmal hat gesagt, die Menschen, weil Schriftchen falsch abbackt an den Fridge und backt an den Traktor und an den Truck oder so wieder. Aber wir haben von den Phones und wer von den kriegt immer den falsch von da, nicht? Like wenn die in U-Version sind, wo ein falsch von da hat geschickt, all in der Stadt. Aber die kostet die Salz abstahlen, Dinge, wo die dort würde erinnern, wo die, weil man sagen, die hat schlechten Aufschnitt und den war like, lesen diese Werk, den will ich bloß einfach in meinen Horten integrieren. Du kannst die in den Phone nennen, alle 2 Stunden, alle 4 Stunden klingelt den Phone und dann sagt du, lese die Farschen. Like, wir haben alles, aber unsere Finger, Spitzfinger. Ich habe manchmal gesagt, dass wir leben in einer Welt von der, wir haben die Bibel bei der Trocklud, wir haben die in unsere Phones, in unsere Computers, in unsere iPads, wir haben die alle wehen, nicht bloß zum Lesen, aber auch zum Horchen. Und wenn es
Ich will nicht welche sprechen, aber viele von uns können Feuer sprechen und wir können es verstehen. Du hast keine Ausrede, nicht eine einzige Ausrede in der Ring unserer Welt, wo in wir nicht die Schrift haben. Nicht eine, well, das ist eine Ausrede. Und das ist, dass wir sind zu viel zum das tun. Aber was unsere Welt an sich? Was ist es wirklich? Du wird Gumm am Heaven unkämmt. Du wird rutsch, du wird der Airplane abkämmt, das wo sich dort proben hat. Das wo der Druck ist, dass der Reifen werden abgenommen. Was ist du? Jesus. Jesus sagt einmal so eine Dinge, die haben gehört, aber ich sage nicht. Und so formt eine Welt an sich. Wenn in Christus, dann ändert die Welt an sich. Jesus redet zum Beispiel von Eihebruch. Da wäre mir interessant, er redet von Eihebruch und die Frauen am Wohlwein, die Moses und Gesetz und so eine Dinge. Wir wollen da nicht nennen, bitte zu sein, was seine Jünger davon sagen. Und wo ich den Versprach, als wenn mit wissen, was der Welt an sich, eben gewisse Dinge. Und so Jesus redet von Eihebruch und das einmal, eine Früh, dass das Gott geplant hat und die Eiche soll nicht gebrochen werden. Und dann sagen seine Jünger in Matthäus 19,10, dann sehen die Jünger zu ihm, wenn das so mit Monaten früh stunden, dann ist es nicht gut, überhaupt zu befrieren. So das sagt die im Bett, was sie dachten über Divorce und Remarriage. Und so, wenn dort nun nicht mehr soll friert sein, weil wir uns bloß verhält nicht befrieren. Vielleicht ist dort, wo in some von denen nicht befreit sind. Oder die haben mich nicht gefragt nach halten, whatever das ist. Aber allemal, sie haben eine Welt an sich. Und Jesus versucht dort zu ändern. Jesus versucht, ihre Welt an sich zu ändern mit seinem Leben. Mit wo er kranke Menschen behandelt. Und weißt du, sie haben das Idee, dass kranke Menschen, die wir ihren Fluch und die haben Sinn in ihr Leben, oder ihre Eltern haben, was immer wir, aber einer werden krank, aber zu sie geschoben. Und so Jesus geht und er nimmt sogar die Leprakranke an, die wir überhaupt gar nicht geschoben. Er nimmt die an, er schiebt die an, er heilt die, und dort ändert er Denken über gewisse Dinge. Jesus ändert ihre Welt an sich, mit wo er die Ältesten ihre Vorschriften behandelt. Na weet je, Jesus braucht das Gesetz, wie einmal, aber das ist nicht ganz so. Er braucht nicht Gott sein Gesetz, er braucht die Ältesten ihre Vorschriften. Und so Jesus versucht mit dort, dass die Welt an sich ändern. Er die Welt an sich ändern, mit was er mit dem Sabbat tut. Aber dann der geradste Ändernis, was Jesus nennt, braucht mit Welt an sich, dort wir sehen dort in Auferstehung. Matthäus 28, Vers 6, dass die Auferstehungstag, die frühestkommenden Graf, die Engel sind, und dann sagen die Engel, so steht, er ist nicht hier, er ist abgestoßen, so dass er sieht, kommt, check, wo er liegen hat. Dann weet je, das ist eine Auferstehungsgeschichte, aber wirklich im Hintergrund, der hat anfangen, Jesus in Nachfolger erdenken zu ändern, über wer Jesus wäre. Und so, das ist eine Ändernis von Welt an sich. 1. Korinther 15, 16. Wenn die Toten nicht abstehen, ist Christus auch nicht abgestanden. Und wenn Christus nicht von Tod abgestanden ist die bleiben vergebens und die sind noch in ihren Sünden. Weet je was, Lied? Das geradste Ding, was unsere Welt an sich soll ändern, ist die Auferstehung Jesu Christi. Und hängt dort deine Auferstehung. Wo wir in dieser Welt schaffen, wo wir die Welt sein, wo wir Trouble hier sein, wo wir das Leben anchecken, oder wo wir den Tod anchecken, wo wir auf Begräbnis stehen, unsere ganze Welt an sich dreht sich um die Auferstehung. Wir leben hier, und wo immer uns Leben ist, wo Gott erschlagen ist, aber dort hat eine Zeit. Und ich werde die Vers soll nicht lesen, aber in 1. Thessalonicher Feuer, da redet Paulus von, dass wir, die im Herrn gestorben sind, die waren das erste Abstand. Und dann war wir, die da leben, wir waren alle tot mit dem Herrn mitfahren, wir waren immer bei ihm sein. Er redet von der Ewigkeit, weil dass das eine Welt an sich formen, wo du glaubst von deinem Leben hier, von deinem Tod, von der Auferstehung, von der Ewigkeit, von wo du wirst sein, dort das eine Welt an sich formen. Und nicht bloß dort soll uns Leben formen hier. Und das really, wo es zu sein ist, was wir actually leben. Und so ich will uns alle Mut merken.
Weil wir in der Welt um sich haben, Jesus redet von den zwei Häusern. Er sagt, wer mein Wort hört und tät. Aber wir können sagen, wer mein Wort hört, gleicht und an du noch lebt. Der wird am Stein. Und der Wind, der bloßt. Und wird der Wind wird bloßen. Das ist vielleicht ein Ding, was du nicht leicht zu hören, aber das wird nicht einmal bloß alle Glut drehen ans Leben. Und so, wir leben in einer bösen Welt, was von Feind gerannt wird, und es jeden uns, und dort wird bloßen von verschiedenen Seiten. Aber das Haus steht, wenn dort am Stein. Und der Stein ist Jesus Christus in seiner Auferstehung. Aber dann ist der einer, der hört und gleicht nicht und das nicht. Er sagt bloß in die Kirche, hat er erst fort von der Kirche, ist getauft, überhaupt noch never really Jesus angenommen, ist noch niemals Vater geboren. Und so den sein Haus, wenn der Wind ist, wird bloßen, dann wird das voll. Und so die Frau von uns sagt, was ist uns Grund? Was ist deine Welt an sich? Das ist die Frau. Und so dreht dein Leben sich um Jesus und seine Auferstehung. Er schafft Gott noch einmal mit Versehen, unsere Welt an sich zu ändern, aber das hat noch immer nicht angesungen. Alles, was wir sehen, ist der Trouble um uns in dieser Welt und das Leben hier und das nicht schaffen, dort nicht. Gott will haben, wir sollen eine Welt an sich haben, was wieder checkt, als hier nur die andere Seite, nur die Ewigkeit, nur die Auferstehung, nur das Leben wie Gott. Das really, und das formt uns Leben hier und wo wir hier leben. Amen. Wir noch beten. Himmlischer Vater, Dankeschön für dein Wort, Dankeschön für uns eine Welt an sich geben in dein Wort. Dankeschön für dass du uns hast angenommen. Und ich bete für alle von uns, Herr, wo immer wir sind, wo immer wir durchgehen, wir wollen wirklich eine Welt an sich haben, wo die im Mittelpunkt haben, dass dort uns Leben formen wird. Das beten wir in Jesus in Namen. Amen. Dankeschön für kommen, ans Prayer-Team ist hier fair, wenn ihr ein Gebet fehlt, hat eine gute Weg, weil wir Christus in der Maat holen von unserer Welt an sich. Stein.